Hallo, ein kleines Nomad Sculpt Tutorial, und zwar wie man ein Ornament um so einen Kelch macht, und zwar in Low Poly. In High Poly ist es ziemlich einfach. Okay, ich schalte mal das Wireframe aus und Post-Processing ein, und dann schaut es so aus. Und die ganze Szene hat jetzt 24.900 Vertices, also sehr low poly. Okay, ich schmeiß das alles mal raus und erstelle einmal so einen Kelch. Ich resette, mache die Perspektive weg, und wir können jetzt die Kurve nutzen, und dann kann man einfach mal so was Ähnliches wie ein Kelchchen malen. Ich halte mir jetzt da nicht allzu lang damit auf, mit dieser Kontur. Und ich schalte das Wireframe ein, so ist okay. Und validiere diesen Kelch. Okay, und jetzt geht es darum, dieses Ornament um den Kelch zu wickeln. Als erstes setze ich diesen Kelch in die Mitte vom Mesh, damit die Symmetrie stimmt. Dann brauchen wir die Maske und die Symmetrie. Die Symmetrie kann man diese X-Plane ausschalten und diese radiale Y-Symmetrie nutzen. Ich probiere es mal mit 12. Und in der Maske brauchen wir ein Muster. Ich lösche das dann mal, remove, yes. Okay, das wäre unser Muster. Und in den Einstellungen der Maske kann man diesen Fall-Off auf diese flache Kurve stellen, und Grab Dynamic Radius wird gebraucht. Und auf der linken Seite ist diese Symmetrie. Also ich male jetzt das da mal her, so schaut es im Moment aus, dieses Muster. Und jetzt, wenn man die Symmetrie einschaltet, dann passiert das. In der Szene kopiere ich mir jetzt diese Vase und schalte die eine aus. Und dann gehe ich in diese Topologie und benutze diese Dynamic Topology. Und die kann man einschalten hier mit dem Haken. Das Detail richtig auf hoch setzen, Qualität, und in diesen Zoom-Modus gehen. Und jetzt zoomt man hier das Bild richtig schön groß auf, überprüft, ob diese Dynamic Topology auf der linken Seite eingeschaltet ist, die Symmetrie ein, und jetzt kann man dieses Ornament hier aufziehen. Jetzt sieht man, das ist jetzt ja relativ viel Maske, das ist verkehrt rum. Dann kann man hier in diesen Einstellungen dieses Bild invertieren, Invert Value. Und jetzt probiere ich es nochmal. Und jetzt muss man ein wenig Gefühl aufbringen, dass man, das ruckelt nämlich etwas. Ich würde mal sagen, so passt es ungefähr. Jetzt ist diese Maske hier drauf, und in den Maskeneinstellungen kann man jetzt diese ganze Sache hier sharpen. Man drückt auf Sharpen, und
diese Border Smoothness hier kann man auf Maximum drehen und dann kann man die Sache splitten. Man drückt einfach auf Split. Und wichtig ist auch noch in dieser Maskeneinstellung, wir sind immer noch in der Maske, dass man hier in diesen Einstellungen hier, dieses Front Vertex ist der Haken, damit es aktiv ist, weil sonst maskiert man beide Seiten. Und das ist nicht unbedingt gewollt. Jetzt müsste dieses Mesh hier gesplittet sein. Ich gehe mal auf die Solo-Ansicht. Man hat jetzt hier diese Maske hier als einzelnes Objekt. Schaut relativ gut aus. Und dieses Mesh hier vor dem Krug da, den braucht man nicht mehr. Das kann man löschen und jetzt kann man das da wieder einschalten, das obere. Und so schaut jetzt das alles aus. Jetzt kann man, ich schalte mal diese Outline an. Jetzt sieht man, dass man diese Kontur da ausgewählt hat. Und jetzt kann man die ganze Sache maskieren. Links die Maske halten und draufdrücken. In der Solo-Ansicht schaut jetzt das so aus, dass das alles maskiert ist. Und in der Maske selber kann man jetzt diese Shelf Thickness einstellen. 0,2 müsste okay sein. Und jetzt kann man das Ganze hier extrahieren. So, dann schaut es so aus. Dann die Position 2 in der Szene, das ist diese Maske, die kann man auch wieder löschen. Und jetzt hat man hier dieses Objekt. Okay, dann kann man dieses Smooth Tool nehmen. Wo haben wir es denn? Clay, Crease, Move, Smooth. Und in den Smooth-Einstellungen kann man hier auf Grab Dynamic Radius stellen. Und jetzt kann man hier, wenn man das einmal, man zoomt es relativ klein und kann das hier mit einem Strich schön smoothen, damit diese Konturen gerundet werden. Und dann kann man dieses wieder resetten. Und jetzt schalte ich das Wireframe wieder ein. Und jetzt kann man die Sache dezimieren. In dieser Einstellung hier vom Mesh kann man hier die Dezimation nutzen, Preserve Painting, aber das kann man alles auf 0 runterdrehen. Und jetzt kann man hier auf Dezimation drücken. Und jetzt glättet sich das etwas. Und ich sage mal, diese Auflösung ist okay. Und jetzt kann man dem ganzen Kind eine Farbe geben. So Altgold. Und den Solo-Modus kann man wieder ausschalten. Und den Krug da, den kann man silber machen. Wenn man jetzt das Wireframe ausschaltet. Hier dieses Smooth Shading ist auch noch wichtig in diesen Display Settings. Und die Outline kann man wieder ausschalten und den Post-Process kann man anschalten. Nun ja, so kann man Ornamente mit relativ wenig Polygonen machen. Wenn man etwas mehr Glättung haben will, ich schalte mal die Outline nochmal an und das in den Solo-Modus und Wireframe. Man kann ein paar mehr Pixel riskieren und in diesem Multi-Res die ganze Sache einmal nochmal subdividen. Dann
kriegt die ganze Sache nochmal etwas mehr Glättung. Und so schaut es dann fertig aus. Diese Ornamente, die kann man einfach hier in Procreate oder sowas erstellen. Das ist ja so einfach ein Schwarz-Weiß-Bild, wen es interessiert. Lässt sich ja im Internet finden. Alles klar, viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.